Peroni. Guten Morgen, Fabian Unterreger. Guten Morgen, Mariton. Auch mit dabei gewesen, letztes Wochenende bei Fujiball Total. Ja. Bei der Siegermannschaft Schweiz. Ja. Bist du gut erholt? Ja, sehr, ja. Ich habe noch ein bisschen Muskelkater gehabt, muss ich sagen. Ah, du bist gesäckelt? Ja. Ich bin hinten reingestanden, wie das Ja. der Bregi gesagt hat. Gut, ich bin eigentlich nicht drin gestanden, einfach auf der anderen Seite von dir. Ja. Und durch den Muskelkater habe ich realisiert, ich habe Muskeln. Was? Ah, du hast? Fabian Unterreger. Der George. Die Stimmbänder sind ja Muskel und die kommen jetzt zur Geltung. Wir müssen noch einmal über die Woche diskutieren. Ein haushoher Sieg für die Deutschen gegen Brasilien ist das WM-Wochenthema gewesen. Sportlich habe ich grossartig gefunden, das Verhalten vom Sieger Deutschland absolut ruhig geblieben, aus Respekt vor dem demütigten Brasilien. Nationalrat Christoph Mörgeli, wie habt ihr das Spiel in Erinnerung? Wenn die Deutschen nur in der Schweiz auch so demütig und still wären. Und bei den Brasilianern ist anscheinend auch nicht immer alles Samba, Ramba, Zamba, gell? Wer hat gerade letztes Wochenende wieder gesehen, am Caliente Festival in Zürich, oder wie wir es nennen, Alimente, halb Brasilien auf den Strassen am Tanzen, statt am Arbeiten, verstehen Sie? Arbeiten wäre das Thema. Ciao zusammen, das ist der Blick am Morgen. Brasilianer haben mehr Töpfe bekommen, als ich neue Songs recorded habe. Und wer hätte das gedacht? Aber eben, ihre ist tierisch sportlich. Oh ja, die armen Brasilianer, wirklich. Es war ja kein Schauen gewesen. 7:1. Baschi, das schockiert hier einen gestandenen Fußballfan, wie du einer bist. Ja, wie gesagt, 7:1, das ist halt das gleiche Verhältnis wie bei meinen Konzerten, oder? Einer ist auf der Bühne und 7 Keine Details, ist gut. Wer hat noch geschaut? Bastian Giro, ein grüner Nationalrat. Interessiert man sich für den Kommerzanlass von der FIFA? Ja, also ich schaue WM nur vor dem Spiegel oder Fernsehen steht hinter mir im Zimmer. So schaue ich vor allem WM, aber primär mir selber zeitgleich im Spiegel an. Item. Aus Sicht vom Klimaschutz würde ich gerne noch erwähnen, würden Brasilianer weniger Tränen rennen, dann wäre die Luftfeuchtigkeit, der Hunger auch deutlich weniger hoch. Das ist jetzt aber ein fertiger Google, so, das ist Mal nicht wahr. sicher. Darum habe ich einen NGO gegründet mit dem Namen Tears for Nature. Und mein Ziel ist, Tränen von den Brasilianern einzusammeln, um damit ein ökologisches Wasserkraftwerk anzutreiben, das den ganzen Südamerika mit Strom versorgen. Ja, ich bin gut. Die Chance ist ja jetzt gross, dass Deutschland Weltmeister wird. Ein bisschen eifersüchtig. Ex-Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Doch, als Kollege von Jogi Löw weiss ich aus gut informierter Quelle, in der zweiten Halbzeit sind die Deutschen nur noch mit Manuel Neuer aufgelaufen und der Rest ist Mails checken. Auch das ein spannender Erklärungsversuch für das unglaubliche Resultat. Vielleicht noch ein anderer Experte in der Runde, Fußballtrainer Christian Gross. Das Spiel von Brasilien gegen Deutschland ist gar kein Shooter gewesen, sondern die Pilotsendung zu einer neuen brasilianischen TV-Show. Ich bin ein Fußballstar, holt mich hier raus. Da hat es ja diese Woche noch ein anderes Spiel gegeben. Halbfinale Argentinien, Holland. Das pure Gegenteil. Langweilig, eintönig, 120 Minuten, gar kein Goal. Wer hat das geschaut? Ständerat und Präventivmediziner Felix Gutzwiller vielleicht? Aus medizinischer Sicht ist das ein historischer Open gewesen. Der sogenannte Schlauchfußball ist entdeckt worden. Ein revolutionäres und effizientes Schlafmittel, das im Gegensatz zum Klassiker der Mesta auch auf gar keinen Fall süchtig kann machen. Nein, Messi.